Bike Biber, der Bike geht ins Lager. Wer fährt so schnell durchs Doppeltrap? Wer wird vom Biken niemals satt? Wer hört schon von weitem, wenn's tönt? Fürs Biken ist Flamme und Feuer, mit Freunden in ein Abenteuer. Wer könnte das denn noch mehr sein? Sonst der Bike Biber. Bike Biber. Auf dem Bike ist zufrieden. Und kommt schon wieder. Es ist ein prachtvoller Frühlingstag. Nach seiner Winterruhe geniesst ein Dachs die ersten Sonnenstrahlen auf seinem Fell. Die Krokusse strecken sich am Waldrand aus der Erde und die Bienen streiten sich um den süßesten Blütennektar am Kastanienbaum. Auch die Klasse der Frau Schnurrenberger spürt den Frühling. Es ist Aufbruchsstimmung und die Kinder sind schon ganz hibbelig. Das liegt aber nicht nur an den wärmeren Temperaturen, sondern auch daran, dass der Bike und seine Klassengespändli nächsten Montag ins Klassenlager gehen. Die Koffer haben schon alle in der Schule parat und Frau Schnurrenberger geht gerade noch mal die Packliste durch, um sicher zu gehen, dass alle auch alles dabei haben. Regenschutz? Wels, du hast deine Arme noch nicht verschränkt. Hast du deinen Regenschutz nicht eingepackt? Doch, habe ich gefunden. Er war zu Unterstunden. Sehr gut. Dann Sackmesser? Gut, so wie es aussieht, haben alle ein Sackmesser dabei. So, dann haben wir als letztes noch den Schlafsack auf der Liste. Haben alle einen Schlafsack? Bike? Ah, der war doch vor einer Sekunde gerade noch neben mir. Gerade hier beim Rucksack. Der kann sich doch nicht einfach in Luft aufgelöst haben. Ah, Igor, ist ja klar, dass du das bist. So komm, gib her. Hier, Bike. Ist ja nur ein Gespässli. Ja, Igor, es sind immer nur Gespässli. Aber lustig finde ich es wegen dem gleich nicht. So, gut jetzt, ihr zwei. Also, liebe Klasse, vergesst nicht, die Sachen, die ihr jetzt noch nicht eingepackt habt, müsst ihr das Wochenende unbedingt noch bereit machen. Ihr habt ja alles auf der Liste notiert und es fehlt nicht mehr viel. So, ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns alle am Montag, wenn es auf Sonnenbergli ins Lager geht. Vergesst nicht, euren Tagesrucksack mitzunehmen. Ja, Frau Schnurrenberger! Also, tschüss miteinander. Ade, Frau Schnurrenberger! An diesem Wochenende sind die meisten Kinder aus der Klasse der Frau Schnurrenberger ganz aufgeregt. Für viele Kinder ist es sogar das erste Mal, dass sie mehrere Tage von daheim weg sind. Jedes Kind geht etwas anders an die Lagervorbereitung an. Bei der Familie Fargo wird sicher noch mal 5-mal die ganze Packliste durchgegangen, um sicher zu gehen, dass auch wirklich alles, was es fürs Lager braucht, im Rucksack verstaut ist. Und das Halstüchli, liebe Wels. Nicht, dass du dann verkältest. Ja, Mami, das habe ich hier im Seitentäschchen. Am Mike sein Vater erklärt nochmal ganz genau, wie man das Zackmesser richtig in die Hand nehmen muss. Also, Mike, du musst immer schön vom Körper wegschnitzen. Dann schnittst du dich nicht. Und wenn du den Hegel zuklappst, passt du gut auf die Finger auf. Ist eigentlich ganz easy. Ja, Papi, das hast du mir doch schon ein paar Mal gezeigt. Die Frenzi Fuchs liest in einem schlauen Buch über die Region Sonnenbergli, was dort die Natur alles zu bieten hat. Wow, so viele verschiedene Tiere leben in diesem Sonnenwald. Reh, Hirsche, Uhus und sogar Wildschwein. Ja, und beim Igor?
Da ist vor allem die Mami fürs Packen verantwortlich. Der Igor hat scheinbar anders zu tun. Igor, hast du das Necessaire eingepackt? Und die Teddybär, willst du ihn jetzt nicht gleich mitnehmen? Ja, lang jetzt gamen. Und Teddybären sind für kleine Babys. Das ein oder andere Kind hat auch noch ein bisschen Mühe zum Schlafen vor lauter Aufregung. Trotzdem, irgendwann gehen auch beim letzten Kind die Augen zu und am Montagmorgen wachen sie voller Vorfreude auf. Die Versammlung für die Kinder und die Erwachsenen ist am 8. Uhr am Morgen am Bahnhof. Die Frau Schnurrenberger schaut, ob alle da sind, und dann heisst es Adieu sagen. Alle Schüler und Schülerinnen verabschieden sich von ihren Eltern. Nur die Hanne muss sich nicht verabschieden. Schliesslich ist die Frau Schnurrenberger ja ihre Mami. Also, lieber Wels, pass gut auf dich auf. Tschüss, Mami. Ich nehme dir etwas Schönes aus dem Lager mit. Mami, lass mich doch jetzt gehen. Also gut, Igor. Aber mach mir keine Schande. Und los gut, was Frau Schnurrenberger sagt. Die Eltern und die Verwandten schauen stolz zu, wie die Rasselbande mit ihren farbigen Rucksäcken aufs Perron stehen, um auf den Zug zu warten. Der Gary, der ins Lager als Begleiter mitkommt, und Frau Schnurrenberger halten dabei alle genau im Blick. Luda, so ihr Hösler, wo geht's hin? Hoi Töff, wir gehen ins Klassenlager mit der Frau Schnurrenberger. Ganz ohne Eltern. Ja was? So wie ich euch kenne, geht ihr sicher schon am ersten Abend zu der Lehrerin brüllen. Wir haben Heimweh. So, Töff. Und du bist nur da zum gemein sein, oder was? Ich? Nein. Muss denken an Kiosk, einen neuen Feueranzünder posten. Ja, dann mach du das, Töff. Kinder, der Zug kommt. All in 2 Reihen einstellen. Könnt ihr jetzt? Da habe ich eigentlich alle Waldstrassen für mich. Das gibt eine schöne Ausfahrt und euch Quälgeister umeinander. Wieder, Töff raus. Und denkt dran, zuerst die Leute aussteigen lassen und erst dann steigen wir ein. Schier wie in einem Film setzt sich der Zug langsam in Bewegung und Kinder winken ihren Eltern aus dem Fenster nochmal zu. Ungefähr nach 1,5 Stunden kommen sie zu einem Hauptbahnhof, wo sie umsteigen müssen. Von Gleis 11 auf Gleis 7. Die Kinder aus dem Dorf sind sich so viel Tumult gar nicht gewöhnt. Da wird Hanne auf der Rolltreppe von einem Mann im Anzug, der es offensichtlich sehr eilig hat, angeschnauzt. Eine Gleisänderung der S12 nach Sonneberg. Rechts stehen, links gehen. Bei uns weiss das jeder, du kleine Katz. Oh ja, sorry, ich gehe aus dem Weg. Das habe ich nicht gewusst. Kommt, Kinder, in 5 Minuten fährt der Zug ab. Los, Freunde, pressieren! Ja, komm! Sie schaffen es gerade noch so knapp in den Zug. Jetzt heisst es erst mal zurücklehnen und die schöne Landschaft geniessen. Vom Zug geht es nachher direkt ins Postauto auf den Berg auf.
Die Kinder haben schaurig den Plausch, wo sie hören, wenn der Fahrer sein Horn tönen um die engen Kurven herum. Nach einem kurzen Marsch haben sie es endlich geschafft und bestaunen das schöne, grosse Lagerhaus, das auf einem Hügel liegt und wo man das ganze Tal überblicken kann. Es wirkt alt, holzig und heimelig. Vorne hat es einen grossen Balkon und die roten Fensterläden verleihen dem Haus einen eigenen Charme. Wow! So ein schönes Lagerhaus! Und hinter dem Haus fällt gerade der grosse Wald an. Ja, das ist der Sonnenwald. Das ist der grösste Fichtenwald in der ganzen Region. Hier leben Hirsche, Rehe, Wildzüge und... Ja, das kannst du uns dann nachher erzählen. Kommt, wir gehen die Zimmer anschauen. Im Erdgeschoss von dem grossen alten Holzhaus finden die Freunde einen stattlichen Esssaal mit mehreren Tischen sowie eine geräumige Küche mit riesigen Töpfen und Pfannen, sodass man für alle Kinder auf das Mahl kochen kann. Im ersten Stock hat es 4 Zimmer mit Kajütenbett für Kinder und ein grosses Bad zum Duschen und Zähneputzen. Im obersten Stock hat es 2 Leiterzimmer für Erwachsene. Schau, an der Tür hängt der Zettel. Die Frau Schnurrenberger hat aufgeschrieben, wer hier schläft. Knabenzimmer 1, Beik, Mike und Igor. Hä? Und wo schläft denn ich? Schau, hier steht's. Knabenzimmer 2. Dubi, Andi, Wels und Benni. Ah, ja. Mach doch nichts, Wels. Wir schlafen doch gerade nebendran. Also Jungs, Hanna und ich gehen in unser Zimmer auspacken. Bis nachher. Bis nachher. Nachdem sich die Kinder im Zimmer eingerichtet haben, haben sie noch ein bisschen Zeit, um draussen zu spielen und die Umgebung auskundschaften. Dann läutet Frau Schnurrenberger die grosse Glocke im Esszimmer. Das bedeutet, die Nacht ist bereit. Nach dieser langen Reise haben alle Kinder einen riesen Hunger und freuen sich aufs feine Znacht. Der Geri bringt 2 dampfende Töpfe aus der Küche. Einen mit Bärlauchsuppe und einen voll mit Kackets und Hörnli. Was für ein Festmahl! Einen guten Abend zusammen. Nach dem Znacht verteilen sich alle Kinder. Ein paar spielen am Töckelikasten, die anderen streifen zusammen ums Haus und wieder andere machen sich's in den Schlafzimmer bequem und blättern in einem Heftli. Nach ein paar Stunden ist es Schlafenszeit und nach dem Zähneputzen kuscheln sich alle in ihre warmen Bett. Es wird ganz ruhig im Lagerhaus. Die meisten Kinder sind schon eingeschlafen. Nur im Zimmer vom Beik und dem Mike regt sich noch etwas. Hä? Igor, geht's dir nicht gut? Bist ruhig, ich muss jetzt schlafen. Also Kinder, nach dem feinen Morgen gehen wir alle Zähne putzen und machen uns bereit für die heutige Wanderung durch den Sonnenwald und entlang dem Käferweg. Vergesst nicht eure Lunchpäckchen. Wir essen heute im Wald.
Wie in einem Ameisenhaufen bewegen sich alle Kinder durcheinander und fangen an, sich für die Wanderung vorzubereiten. Eine kurze Weile später stehen alle zum Abmarsch bereit vor dem Lagerhaus. Es geht los durch den schönen Sonnenwald. Die Frau Schnurrenberger läuft voraus und alle Kinder hinein. Zuhinterst läuft der Geri und schaut zu den Kindern, die nicht mehr nachher mögen. Nach einer anstrengenden, aber schönen Wanderung entlang am Käferweg kommen sie schlussendlich an der Feuerstelle an. Oh Kinder, jetzt schaut mal dort bei den Fichten. Ein Buntspecht. So einen habe ich noch nie gesehen. Gibt es denn die nur hier umeinander? Nein, der Buntspecht ist in unserem Land weit verbreitet und gibt es fast überall. Aber es ist eher selten, dass man einen Buntspecht so hoch oben in den Bergen antrifft. So gut. Also, wenn es hier sogar am Buntspecht passt, ja, dann passt es uns erst recht. Gell, Mike? So ist es. Aber ich habe langsam einen richtigen Bärenhunger. Jetzt machen wir ein Feuer, gell, Frau Schnurrenberger? Ja, genau, Mike. Also, Kinder, jetzt packen wir alle zusammen an, um ein gutes Feuer zu machen. Wir brauchen ganz viel Holz, und zwar kleines, feines und grosses, dickes. Aber schaut, dass ihr nur die ganz trockenen Äste aufsammelt. Das machen wir! Hier im Wald finden wir ja sicher mehr als genug. Die ganze Klasse macht sich auf die Socken, um das Feuerholz zu sammeln. Und schon gleich liegt neben der Feuerstelle ganz viel Holz. Der Geri und Frau Schnurrenberger sortieren das Holz nach der Grösse. Ein Haufen für Feins, eins für Mittleres und ein Haufen mit grossem, dickem Holz. Jetzt ist also alles bereit, aber das Feuer muss zuerst noch gemacht werden. Also ich möchte ja nicht bluffen. Aber ich würde behaupten, wenn es ums Feuerli machen geht, dann bin ich der Beste. Jetzt müsst ihr schauen. Aha, ja, dann zeig mal, du Feuerprofi. Ganz einfach. Ich nehme ein bisschen Zeitung. So, dann tue ich die hier verkrügeln und auf die Feuerstelle legen. Und jetzt ein bisschen Holz drauf. Und den nun anzünden. Und der Trick ist, zuerst die Zeitungen unten anzünden, damit das Holz oben dran anfangen zu brennen. Der Rest geht ganz von allein. Ganz so einfach, wie sich das der Mike vorgestellt hat, ist es dann doch nicht gegangen. Aber mit der Hilfe von seinen Klassengespendli, ganz besonders am Frenzi Fuchs, entsteht am Schluss ein prima Feuer. Jeder hilft sich gegenseitig zum Mittag vorbereiten, Holzstecken schnitzen und grillieren. Nur der Igor Riegel hockt stumm nebendran und redet mit niemandem. So, ich bin bereit zum Grillieren. Jetzt warten wir noch auf eine gute Glut. Igor, du hast ja noch gar keinen Stock geschnitzt. Soll dir helfen? Lass mich in Ruhe, Hanna. Ich habe sowieso keinen Hunger. Oha, der Igel ist heute scheinbar mit dem falschen Fuß aufgestanden. Aber die Kinder lassen sich davon nicht den Appetit verderben und grillieren munter drauf los. Schon bald wird es ganz ruhig ums Feuer und man hört nur noch zufriedenes Schmatzen. So eine Servola ist doch etwas Gutes. Und Wels, wie schmeckt dein Krebsspiessli? So fein. Meine Mami macht es halt schon am besten. Also das Wurzelsteig ist genau das, was ich jetzt gebraucht habe. Das gibt wieder Kraft für einen Heimweg. Die Kinder sind so in ihr Mittag vertieft, dass sie gar nicht merken, dass noch eine zweite Schulklasse dazukommt. Die Lehrer von beiden Klassen sagen sich kurz Hallo und schwätzen ein bisschen miteinander, währenddem sich die anderen Schulkinder an der Feuerstelle nebendran einrichten. Oh, schaut, eine andere Klasse. Die sind sicher auch hier in der Nähe im Lager. Oder sie sind auf der Schulreise.
Wenn wir nach uns Mittag Heu sagen, die sehen nett aus. Ja, das machen wir. Und schau, Wels, der Bub, der sieht genau aus wie du. Ja, das ist, glaube ich, auch ein Wels. Darum sieht er mir ein bisschen ähnlich. Ein bisschen ähnlich? Der sieht tupf genau gleich aus wie du. Das könnte Brüder sein. Also, dem seine Barteln sind ja viel kürzer als meine. Er ist auf gar keinen Fall mit mir verwandt. Sonst hat er sicher schon mal an einem Familienfest getroffen. Der Bike und all seine Freunde essen fertig und räumen alles schön sauber auf, sodass kein Papierli oder Reste mehr rumliegen. Wie abgemacht gehen die 5 Kinder als nächstes bei der anderen Klasse vorbei und schwätzen ein bisschen mit ihnen. Es sind nette Kinder, genau wie es Hanna gehofft hat. Der Mike tauscht ein paar von seinen Sugus gegen ein paar Kaugummi von einem anderen Bub aus. Und ein Mädchen mit einer grossen Zahnlücke erzählt einen super Witz. Alle Kinder, die ihn hören, kugeln sich vor Lachen. Es war so schön, euch kennenzulernen. Aber jetzt gehen wir noch ein bisschen in den Wald spielen. Gell? Mhm. Unsere Lehrerin hat eben gesagt, dass in einer halben Stunde schon wieder weitergeht. Tschüss zusammen! Hey, tschüss zusammen! Was meinen ihr, Freunde? Spielen wir eine Runde Versteckis? Sind ihr dabei? Ja, Logo! Im Wald gibt es sicher 1000 gute Verstecke. Ich bin dabei. Aber ich tue dann als Erste suchen, gell? Wels, machst du auch mit? Also, ich habe Mami versprochen, dass ich ihr noch etwas aus dem Lager mitbringe. Ich glaube, ich suche mal etwas für sie im Wald. Okay, dann bis nachher, Wels. Ja, der Wald rund um die Feuerstelle ist der perfekte Ort zum Verstecken spielen. Der Wels ist aber noch auf seiner ganz eigenen Mission. Schliesslich will er für seine Mami ein speziell schönes Mitbringsel finden. Was soll ich nur an Mami mit heimbringen? Alles, was ich sehe, sind Tannenzapfen, Moos und Äste. Aber das gibt es in unserem Wald auch überall. Vielleicht muss ich noch ein bisschen weiter suchen. Hä? Was ist denn das dort, wo im Sonnenlicht so glitzert? Das muss ich gerade mal anschauen. Wow, das ist ja der schönste Kristall, den ich je gesehen habe. Der schimmert und leuchtet ja in allen Farben. Da wird Mami sicher eine riesige Freude haben. Besser, ich tue ihn gerade in mein Rucksäckchen packen. Sonst gehen wir noch zwischen Flossen durch. So, jetzt sollte ich aber auch wieder zurück zu den anderen. Ich glaube, ich muss dort durch. Was ist denn das dort hinten bei dem grossen Felsen? Das muss ich auch anschauen. Hallo? Hallo? Hey, ist das eine schöne Höhle? Wohnt echt hier jemand? Also, am Laub und der Äste am Boden an, könnte man so schier meinen. Jetzt bin ich so weit gelaufen. Ich glaube, ich mache hier mal ein kleines Päuseli. Zur gleichen Zeit trommelt gerade Frau Schnurrenberger alle Kinder von der Klasse bei der Feuerstelle zusammen. Alle zurückkommen! Es geht weiter! So, jetzt noch zählen, ob wir alle Kinder zusammen haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Was Frau Schnurrenberger aber nicht merkt, eines von diesen Kindern, die sie gerade zählt, gehört eigentlich nicht zu ihrer Klasse. Es ist das Kind, das am Wels Fargo so ähnlich sieht. Das mit den kurzen Barteln. 14, 15, 16 und 17. Wir sind alle. Geri, bist du bereit? Ja, also von mir aus können wir los. Also gut, Kinder. Schaut noch mal zurück. Habt ihr alles eingepackt?
Keine Taschen oder Kappen liegen? Andi, dort ist doch noch die Sackmesser, wo du mir so stolz gezeigt hast. Oh ja, danke, Frau Schnurrenberger. Da hätte mein Papi aber fest geschimpft, wenn ich das hätte liegen lassen. Also, dann gehe ich wieder voraus und du, Geri, machst Schlusslicht. Los geht's! Hey, Wels, magst du auch nicht laufen? Ich habe ein bisschen zu viel Bratwurst gegessen. Ich heiße im Fall gar nicht Wels. Ich bin der Malchi, gehöre zu der Klasse von Herrn Rütimann. Okay. Hey, Jungs, wartet auf mich! Und so wandert die Klasse Richtung Lagerhaus. Nur eben leider ohne Wels. Der Bike und der Mike laufen ganz vorne in der Gruppe und das Frenzi und Hanne sind ein paar Schritte weiter hinten ins Gespräch vertieft. Hey, jetzt kommt mir gerade etwas in den Sinn. Gestern in unserem Zimmer hat der Igor ganz fest geschluchzt und brüllt. Aber als ich ihm helfen wollte, ist er voll verrückt worden. Vielleicht hat er halt einfach Angst gehabt an dem neuen Ort und so ganz ohne seine Eltern. Hey, redet ihr etwa über mich? Ja, Igor, wir haben uns nur gefragt, was gestern los war, dass du so hast müssen brüllen. Geht's dir jetzt wieder besser? Was? Ich? Brüllen? Du hast brüllen, du Baby! Ui, ui, ui. Ja, no. Lassen wir ihn in Ruhe, wenn er nicht darüber reden will. Mir soll es recht sein. Dem seine Sprüche gehen mir sowieso auf die Nerven. Du, wo ist eigentlich der Wels? Weiss auch nicht. Hey, Franzi, hast du den Wels gesehen? Der Wels? Ja, ich glaube, der läuft ganz hinten mit dem Geri. Okay. Im Lagerhaus bringen alle Kinder ihre Rucksäckchen zurück ins Zimmer und machen sich langsam bereit fürs Nacht. Im Esssaal steht Frau Schnurrenberger und ein paar Kinder sitzen auch schon mit hungrigen Mägen am Tisch. Einer davon ist der Igor. Er macht immer noch das Gesicht wie 7 Tage Regenwetter. So, jetzt wird's aber langsam Zeit. Geri, ist die Suppe bereit? Nur noch eine Prise Salz. Ja, jetzt ist sie perfekt. Eine Gemüsesuppe nach dem Rezept von meiner Mutter. Kinder, es ist Zeit fürs Znacht. Gemüsesuppe! Ich hasse Gemüsesuppe! Ihr seid so gemein! Igor, was ist denn mit dir los? Ich hasse das Lager! Ich will nur noch heim gamen! Hier ist es voll blöd! Und jetzt gibt's auch noch so eine grusige Gemüsesuppe! Hey, Igor, ist doch alles gut. Beruhig dich. Aber Igor, was ist denn noch los mit dir? Auf einmal herrscht im Lagerhaus das totale Chaos. Mit dem Igor, seinem Wutanfall, mussten auch einige andere Kinder brüllen. Und das noch bevor sie anfangen zu essen. In dem ganzen Tumult hat Frau Schnurrenberger immer noch nicht gemerkt, dass der Wels nicht dabei ist. Sie schickt dann auch noch den Bike und der Dubi und den Mike zum Igor zum Trösten. Das Nachtessen tut die Klasse heute gestaffelt, da auch das eine oder das andere Kind schnell musste anliegen. Am Abend sind alle Kinder im Bett. Ein paar schwätzen noch, aber die allermeisten von ihnen sind nach dem Tag ganz erschöpft und schlafen sofort ein.
Zur gleichen Zeit, tief im finsteren Wald, ist ein kleiner Wels Fargo immer noch in seiner Höhle am Schlafen. Wo bin ich? Ich glaube, ich bin in der Höhle eingeschlafen. Oh nein, ich muss schnell die anderen suchen. Warum passieren immer mehr so Sachen? Es ist kalt, ich bin hier allein im Wald und es ist stockdunkel draussen. Wie soll ich hier je wieder rausfinden? Verzweifelt hockt der kleine Wels am Boden und hebt sich seine Flossen vors Gesicht. Er denkt an sein Zuhause, an seine Mami, an den Papi und an all seine Freunde, die wahrscheinlich schon im Lagerhaus in ihrem warmen Bettli sind. In dem Moment fällt ihm ein, dass er ja auch noch etwas im Rucksack hat, wo ihm jetzt behilflich sein könnte. Oh, ich habe ja nur eine Taschenlampe dabei. Die hat mir die Mami extra noch eingepackt, falls ich zur Nacht mal aufs WC muss. So ist schon viel besser. So sehe ich, wenn schon, wo ich durchlaufe. Zurück im Lagerhaus macht Frau Schnurrenberger gerade ihren letzten Kontrollgang bei den Schlafzimmern. Nach dem chaotischen Abend will sie sicher sein, dass alle Kinder genug Schlaf bekommen. Also, bei den Mädchen höre ich nichts mehr und jetzt noch die Buben. Aber was tönt denn da so? Wer ist denn da noch wach? Tobi, jetzt tu den Gamer weg. Es ist Schlafenszeit. Ist gut, Frau Schnurrenberger. Ich habe nur noch ein bisschen Klickglock geschaut. Also wirklich, Tobi, das ist nicht gut, wenn man vorm Schlafen nur so im Bildschirm schaut. Aber alle anderen schlafen immerhin. Was ist denn das? Der Wels ist ja gar nicht im Bett. Tobi, ist er gerade vorher noch da gewesen? Keine Ahnung. Gary, der Wels ist weg. Was? Der Wels ist weg? Ist er nicht in seinem Bett? Nein, und auf dem WC ist er auch nicht. Ich habe das ganze Lagerhaus abgesucht. Also unser Wels läuft doch sicher nicht einfach so davon. Der ist sicher hier irgendwo. Ich rufe ihn aber trotzdem schnell seinen Eltern an. Das habe ich schon probiert. Es nimmt niemand ab. Es ist ein Desaster. So, immer mit der Ruhe, Sonja. Jetzt behalten wir erst mal einen kühlen Kopf und gehen zusammen suchen. Ich hole nur noch schnell meinen Mantel und meine Taschenlampe. Ja, ist gut. Aber beeil dich. Oh je, meine Wels. Hoffentlich geht's dir gut. Die beiden machen sich schaurig Sorgen. Mit grossen, zügigen Schritten laufen sie zusammen in den dunklen Wald. Wels! 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 Egal, wo ich hinlaufe, überall nur Bäume. Ich habe das Gefühl, ich laufe im Kreis. Hier komme ich doch niemals wieder raus. Hallo? Ist da jemand? Wer macht da die gefürchtigen Geräusche? Was ist denn hier los? Jetzt bin ich gerade so konzentriert gsi. Das tut mir leid, aber wo bist du? Ich sehe dich gar nicht. Haha, das soll auch genau so sein. In dem Moment fliegt ein grosser Uhu aus der dunklen Nacht und landet direkt vor dem Wels. Ich bin der Eugen Uhu.
der begnadetste Jäger im ganzen Sonnenwald und ein Meister von der Tarnung. Dass du mich nicht gesehen hast, soll auch so sein. Du kleine... Wer oder was bist du eigentlich? Ich bin der Wels Fargo und ich wollte Sie wirklich nicht stören, Herr Uhu. Aber das hast du. Ich habe gerade eine kleine Spitzmaus in den Fokus genommen, wo du mich mit deinen Fischgeräuschen gestört hast. Ja, das tut mir ja auch leid. Aber warum gehen Sie mitten in der Nacht auf die Jagd? Es ist doch dunkel. Da sieht man doch gar nichts. Hahaha, du vielleicht nicht, kleiner Fisch. Aber ich bin nachtaktiv. Das heisst, ich jage erst, wenn's dämmert und teilweise sogar die ganze Nacht, wenn's dunkel ist. Denn ich kann, im Gegensatz zu dir, wo am Tag jagen, dank meinen guten Augen auch in der dunklen Nacht auf die Jagd. Aha, so ist das. Okay. Also, in der Nacht tue ich immer schlafen. Darum würde ich jetzt eigentlich gern... also, es ist ja so, ich habe mich eben verlaufen. Und als ich ein schönes Andenken für meine Mami suchen und hier im Wald und... Oh... Und was geht mich das an? Ja, also, eigentlich nichts. Ich wollte euch nur fragen, Ich bin nicht der grösste Jäger im ganzen Wald geworden, indem ich mich mit kleinen Fischli unterhalten habe. Ich mache mich wieder an die Arbeit und würde es sehr schätzen, wenn du ab jetzt ein bisschen leislicher könntest sein bei deinem weiteren Weg. Aber das ist es ja eben. Ich weiss gar nicht, wo ich hin muss. Ich habe mich doch verlaufen und finde das Lagerhaus nicht mehr. Also gut. Ich hilf dir. Aber nur, wenn mir versprichst, dass mich nachher in Ruhe lässt, mein Werk vollenden. Versprochen? Der Eugen Uhu breitet seine grossen Flügel aus und mit ein paar starken Flügelschlägen ist er schon hoch über der Spitze der Fichte geflogen. Er kreist ein paar Mal in der Luft und kommt dann wieder wie der Blitz zurück auf den Boden geschossen. Elegant und leicht wie eine Feder landet er wieder vor dem Wels. Er streckt einen Flügel aus und zeigt mit der Federspitze in den Wald. Uhu! Ich habe das Lagerhaus natürlich sofort erspäht. Lauf einfach in die Richtung, dann kannst du es nicht verfehlen. So, und jetzt lass mich in Ruhe, kleiner Fisch. Uhu. Danke, Herr Uhu. Und Entschuldigung für die Störung. Also, los geht's. Ab durch den gefürchigen Wald. Wenigstens weiss ich jetzt, in welche Richtung. Im Lagerhaus kann der Mike einfach nicht richtig schlafen. Er hat schon den ganzen Abend so ein ungutes Gefühl im Bauch. Er wälzt sich im Bett hin und her, aber es nützt alles nichts. Bike! Bist du wach? Was ist los? Sorry, dass ich dich jetzt wecke. Aber ich kann einfach nicht einschlafen. Also, hast du Angst? Willst du meinen Teddybär auslehnen? Nein, so ist es nicht. Heute Abend ist einfach so viel passiert und mir tut der Igor ein bisschen leid. Wie geht's echt am Wels mit dieser ganzen Sache? Jetzt, wo du es sagst, den habe ich heute den ganzen Abend, nie gesehen. Von lauter Aufregung ist es mir gar nicht aufgefallen. Stimmt. Ist er echt mit der Franzi und der Hanna gsi?
Die sind doch gerade ins Zimmer, wo der Igor im Esszimmer so laut geworden ist. Und im Mädchenzimmer haben wir Buben ja nichts verloren. Ja, und unser Wels ist ja nicht einer, der so Regeln bricht. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, wenn wir schnell zu ihm über ins andere Bubenzimmer. Ja, ist gut. Jungs, wo geht ihr jetzt hin? Lass mich bitte nicht allein hier im Zimmer. Wir gehen nur schnell zum Wels über schauen. Aber komm halt mit, wenn es sein muss. Das dritte schleichen sie zum Wels im Zimmer. Doch genau wie Frau Schnurrenberger finden sie kein Wels, sondern nur ein leeres Bett. Sofort springen die drei zu den Leiterzimmern im oberen Stock. Doch auch das Zimmer von der Frau Schnurrenberger und das vom Gary sind ganz leer. Also da ist irgendetwas gar nicht in Ordnung. Der Wels ist weg und jetzt auch noch unsere Lehrerin und der Gary. Denen ist sicher etwas passiert. Ich gehe jetzt Hanna und Franzi wecken und dann suchen wir alle zusammen den Wels. Nein, das geht doch nicht. Draussen ist es ja ganz dunkel. Du kannst ja auch zurück ins Bett. Wir verstehen es schon. Aber wir können unseren Freund nicht im Stich lassen. Nein, wartet! Lasst mich nicht allein! Jetzt machen sich die 4 Freunde und der Igor also tatsächlich bereit, um den Wels zu suchen. Mit Taschenlampen und warmen Kleidern machen sie sich auf in den dunklen Wald. Im Sonnenwald ist der Wels immer noch auf dem Rückweg zum Lagerhaus. Und obwohl ihm der Uhu gesagt hat, in welche Richtung er muss gehen, ist sich der Wels immer noch nicht sicher, ob er auf dem richtigen Pfad ist. Und zu allem Übel gibt seine Taschenlampe den Geist auf. Oh nein! Ausgerechnet jetzt geht die Taschenlampe aus. Jetzt bin ich erst recht verloren. Hätte ich doch nur so gute Augen wie der Herr Uhu. Trotz dem herben Rückschlag bleibt der Wels ruhig. Er schnauft nochmal tief durch, fasst all seinen Mut zusammen und beschließt, seinen Weg fortzusetzen. Ich muss jetzt tapfer sein. Jetzt bin ich doch schon so weit gekommen. Und das Lagerhaus könnte jeden Moment vor meinen Barteln auftauchen. Oh? Was tönt denn da so? Ruft da jemand nach Hilfe? Hilfe! Hilfe! Da hilft mir doch jemand! Hilf mir! Hallo? Hallo? Was ist los? Wie kann ich dir helfen? Ich sehe leider nichts. Ich habe mich in diesen Schnür verheddert und komme nicht mehr raus. Und ich habe meine Mami verloren, wo wir etwas zu essen gesucht haben. Okay, warte. Ich habe ein Sackmesser in meinem Rucksäckchen. Mit dem sollte es kein Problem sein, dich von der Schnür zu befreien. Danke dir, du hast mich befreit. Jetzt muss ich nur noch meine Mami finden. Sie macht sich bestimmt riesen Sorgen um mich. Ah, Kopf hoch. Du findest deine Mami sicher gleich wieder. Wie heissest du überhaupt? Wendelin. Ich bin der Wendelin. Okay. Bist du in dem Fall auch ein Tier? Ich sehe dich eben nicht einmal richtig im Dunkeln. Ja, genau. Ich bin ein Wildschwein. Und du? Ich heisse Wels. Wels Fargo. Aha. Aber was macht ein Wels um diese Zeit im Wald? Ist das normal? Nein, ich bin eigentlich hier im Klassenlager. Und bei der Wanderung habe ich meine Klasse verloren. Und jetzt bin ich auf der Suche nach dem Lagerhaus am Waldrand. Von dem habe ich gleich mal gehört. Aber ich bin noch nie dort. Schade. Aber als Wildschwein kenne ich mich sehr gut im Wald aus. Ich kenne hier jeden Baum,
Jeder Fels hat eine hervorragende Nase. Und ich sehe auch in der Nacht sehr gut. Bist du in dem Fall auch nachtaktiv? Ja, genau. Das bin ich. Am besten wäre es wohl für mich, erstmal in meine Höhle zu gehen. Wenn ich da die Spur am Boden sehe und meine Nase mich nicht düst, würde ich sagen, ich muss in die Richtung laufen, um zurückzukommen. Ah, okay. Ich komme mit dir mit, liebe Wendelin. Ich helfe dir, deine Höhle und deine Mami zu finden. Ich muss in die Richtung. Glaube ich zumindest. Das ist lieb von dir, Wels. Vielleicht kann dir meine Mami weiterhelfen. Niemand kennt sich hier im Wald so gut aus wie sie. Unser Wels. Jetzt wird er sogar noch zum Ritter und das, obwohl er eigentlich der war, der nach Hilfe gesucht hat. Es ist schon noch spannend, was im dunklen Wald alles los ist, währenddem die meisten Tiere und Menschen schon schlafen. Unterdessen laufen der Bike, der Mike, die Frenzi, die Hanna und der Igor immer tiefer in den Sonnenwald. Sind ihr sicher, dass der Wels überhaupt weg ist? Vielleicht ist er einfach mit der Frau Schnurrenberger heimgefahren, weil er keine Lust mehr auf das blöde Lager hatte. Das wird Frau Schnurrenberger nie machen. Uns Kind einfach so allein im Lagerhaus lassen, ohne uns Bescheid zu sagen. Es ist sicher irgendetwas passiert. Psst! Hört ihr das auch? Das sind doch die Frau Schnurrenberger und der Geri. Kommt, die sind sicher hinter dem Felsen dort. Wels, bist du da? Habt ihr mich jetzt erschreckt? Was macht denn ihr hier? Ihr dürft doch nicht einfach so mitten in der Nacht das Lagerhaus verlassen. Also wirklich, Hanna, so habe ich dich nicht erzogen. Ja, Mami. Eure Lehrerin hat recht. Es langt schon, dass uns der Wels verloren gegangen ist. Da müsst ihr euch nicht auch noch unnötig in Gefahr bringen. Ja, du hast ja recht, Geri. Das wissen wir. Aber es ist schliesslich ein Notfall. Wir können doch nicht ruhig schlafen, währenddem unser Freund irgendwo ganz allein im Wald rumläuft. Das ist nobel von euch. Aber es ist viel zu gefährlich. Geht jetzt sofort zurück ins Lagerhaus. Du, Sonja, ich glaube, das ist keine gute Idee. Das Lagerhaus ist doch ein guter Fußmarsch von hier entfernt. Und ich würde lieber nicht riskieren, dass die Kleinen sich hier auch noch im Wald verirren. Und dich hier alleine weitersuchen, kommt nicht in Frage. Ach, also gut, du hast recht, Geri. Kinder, ihr kommt jetzt mit, aber versprecht uns, dass ihr immer schön bei uns bleibt und genau hört, was wir sagen. Gell? Ja, ist gut, Mami. Ist versprochen. Also gut, dann würde ich vorschlagen, wir arbeiten uns jetzt weiter durch den Wald Richtung Feuerstelle. Dort haben wir den Wels schliesslich das letzte Mal gesehen. Wels! 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 Während das Grüppli der Wels sucht und Richtung Feuerstelle läuft, sind der Wels und der Wendelin auf dem Weg zur Höhle. Doch da wartet schon das nächste Hindernis auf sie. Oh nein, ein Bach! So viel Wasser hat es so lange nicht mehr gehabt. Kannst du nicht schwimmen, Wendelin? Ich bin eigentlich immer noch am Lernen schwimmen. Aber nur wenn es wenig Wasser hat und das Wasser nicht so schnell abdonnert. Wie kommen wir hier nur über den Bach? Also für mich als Wels ist das natürlich kein Problem. Meinst du, wäre es nicht möglich, dass du mir auf den Rücken kletterst und wir so zusammen über den Bach schwimmen? Du sagst mir, wo durch und ich schwimme. Aber das ist doch viel zu gefährlich. Du schaffst das. Ganz bestimmt. Ich glaube an dich, Wendelin. Und ich schwimme auch ganz langsam. Also gut, Wels.
Dann probieren wir das. Was für ein Bild! Der Wels zieht nochmal sein Rucksäckchen fest an und hüpft ohne zu zögern ins Wasser. Nur noch sein Rücken und sein Köpfchen schauen dabei aus dem Wasser raus. Das kleine Wildschwein wartet noch ein paar Sekunden, bis er all seinen Mut zusammennimmt und sich mit seinen Hufen langsam auf den Rücken vom Wels bewegt. Der Wels schwimmt zum anderen Ufer und das trotz dem reissenden Bach. Der Wendelin sagt ihm dabei, wo es durchgeht. Zur gleichen Zeit kommt unser Suchtrupp samt Bike und Co. bei der Feuerstelle an. Aber auch hier, weit und breit keine Spur vom Wels. Wels! Es hat keinen Zweck, Frenzi. Hier ist er nicht. Oh, Wels, hoffentlich geht's dir gut. Wir finden unseren Wels, ganz sicher. Er ist manchmal ein bisschen ein Tollpatsch. Aber wenn es hart auf hart kommt, hat er sich noch immer zu helfen gewusst. Du hast recht, Bike. Jetzt heisst es Nerven bewahren. Kinder, wo habt ihr den Wels das letzte Mal gesehen? Hat er nicht mit uns Versteckis gespielt? Nein, eben nicht. Er wollte im Wald etwas Schönes für seine Mami suchen. Ich weiss, wo er durchgelaufen ist. Warte auf uns, Mike. Kommt, ich bin mir ganz sicher, dass er in diese Richtung gegangen ist. Wels! Schaut, dort unten liegt etwas. Das ist am Wels sein Halstüchli. Das hat er doch beim Wandern an seinem Rucksäckchen angemacht. Wieso liegt euch das da vor dieser Höhle? Gib mal her. Ja, das schmeckt nach dem Wels. Das erkenne ich gerade. Ah, Igor, ich habe ja ganz vergessen, dass ihr Igel so eine feine Spürnase habt. Meinst du, könntest mit dem Tüchli die Fährte vom Wels aufspüren, um herauszufinden, wo er durchgelaufen ist? Ja, sicher. Das ist ganz easy für mich. Ja, jetzt schmecke ich es genau. Da ist er durchgelaufen. Der Wels und der Wendelin haben es mittlerweile geschafft, den Bach zu überqueren. Und obwohl die beiden klitschnass sind, machen sie sich weiter auf den Weg zur Höhle. Es vergehen keine 10 Minuten, da stehen sie vor dem grossen Eingang zur Wildschweinhöhle unter einem Fels. Wir haben es geschafft! Wir sind da! Mami! Mami! Bist du da? Sie ist nicht mehr rum. Ich finde sie nie mehr. Komisch. Vielleicht ist sie ja noch auf der Suche nach dir. Wendelin? Wendelin! Mami! Ui! Gott sei Dank bist du wieder da. Ich habe dich überall gesucht. Und weil der Wind in die falsche Richtung gewindet hat, konnte ich dich auch nicht schmecken. Ja, Mami. Ich habe mich ins Nür verheddert und ich bin nicht mehr weitergekommen. Aber der Wels, er hat mich befreien. Und zusammen haben wir den Weg gefunden, zurück in die Höhle. Zum Glück. Du hast meinen Sohn gerettet, Wels. Danke. Danke dir 1000-mal. Das ist doch gern geschehen. Aber jetzt musst du mir gleich sagen, was macht ein Wels um diese Zeit im Wald? Ist das normal? Nein, das ist nicht normal. Ich suche meine Klasse. Wir sind hier im Lager, aber ich finde das Lagerhaus nicht mehr. Welches Lagerhaus denn? Da in der Umgebung gibt es viele Lagerhäuser. Lagerhaus Sonnenwald. Sonnenwald? Ja, das kenne ich. Das ist da ganz in der Nähe. Dort gehe ich einmal vom feinen Kompost stibitzen. Vorzüglich. Mami, können wir nicht den Wels begleiten? Aber sicher schon. Kommen ihr zwei, ab auf meinen Rücken. Wir bringen jetzt den Wels zurück zu seiner Klasse. Das nennt man wohl Glück im Unglück.
Zuerst der stolze Uhu, der am Wels die Richtung zum Lagerhaus weist, und dann der Wendelin und seine Mami, wo ihm dank ihrem hervorragenden Orientierungssinn zum Lagerhaus führen können. Zu seiner Freude darf er sogar auf dem Rücken von der Wildschweinmutter reiten, genau wie vorher der Wendelin auf ihm. Kommt, da geht's durch! Wels! Potz du Hüfel noch einisch. Was ist denn heute Nacht nur los? Wer redet da? Es ist wieder der selbsternannte Meisterjäger Eugen Uhu, der sich wie ein Schatten aus den Baumwipfeln auf den Boden vor dem Bike gleiten. Eugen Uhu ist mein Name. Und Sie, meine verehrte Dame, stören mich bei meinem nächtlichen Jagen. Bei dem Geschrei springen mir ja alle Mühüs davon. Sie müssen entschuldigen, Herr Uhu. Mir ist durchaus bewusst, dass Sie als nachtaktives Tier Ihre Ruhe brauchen zum Jagen. Aber es ist ein Notfall. Uns ist ein Kind davongelaufen. Ja, genau. Unser Freund der Wels. Haben Sie ihn gesehen? Selbstverständlich habe ich ihn gesehen. Mein Blick entgeht in dem Wald nichts. Bin ja schliesslich ein meisterhafter Jäger und Späher. Oh, was für ein Glück! Und geht's ihm gut? Wo ist er jetzt? Sind Sie beruhigt, werte Dame? Dem kleinen Störenfried ist es sicher gut gegangen, so viel Krach, wie er gemacht hat. Ich habe ihm selbstverständlich meine fachmännische Hilfe angeboten und ihm die Richtung zum Lagerhaus gezeigt. Sie müssen da entlang. Wieder hebt der Uhu seinen Flügel und zeigt in die Richtung vom Lagerhaus, bevor er sich mit einem Satz in die Luft erhebt und sich auf dem höchsten Ast niederlässt. Danke, Herr Uhu, das vergessen wir Ihnen nie. Schon gut. Geht jetzt. Ich brauche Ruhe für mein Werk. Das war jetzt aber ein Riesenglück, dass uns der Uhu gesehen hat. Das sind halt schon faszinierende Tiere. An seinem scharfen Blick entgeht wirklich gar nichts. Und auch dir gebührt das Lob, lieber Igor. Deine Schnüffelnase hat uns direkt zum Herr Uhu geführt. Ich denke schon gut. Also, weiter geht's. Auf dem Rücken von der Mama Wildschwein schaffen es der Wels und der Wendelin aus dem Wald. Hinter den Bergen geht schon langsam die Sonne auf, was für eine wunderschöne rote Morgenstimmung sorgt. Da erkennt auch der Wels, dass das Lagerhaus immer näher kommt. Da ist es! Endlich! Wir haben es geschafft! Ja, die Hui! Vorsichtig absteigen. Nicht, dass du dir noch eine Flosse verstauchst. Danke viel mal, Frau Wildschwein. Und danke, Wendelin. Ohne euch hätte ich es wohl nie hierhin geschafft. Das habe ich doch gern gemacht. Und schließlich hast du ja mein Wendelin gerettet. Und wir Wildschwein sind es uns ja gewöhnt, um diese Zeit unterwegs zu sein. Ja, also, Also ich habe richtig Hunger bekommen. Was meinst du, Wels? Dürfen wir uns echt bei euch am Kompost ein bisschen bedienen? Das sieht ja nach Resten von einer Gemüsesuppe aus. Deliziös. Ja, sicher. Das brauchen wir ja nicht mehr. Umso besser, wenn es euch schmeckt. Hey, schaut, der Wels. Das ist doch der Wels dort vor der Tür. Hoi, Wels. Ja, Sally Wels, was machst denn du schon da? Weißt du, wo Frau Schnurrenberger und der Geri sind? Und Franzi und Igor. Und wo sind alle anderen? Hoi zusammen. Also, ich weiss auch nicht, wo die anderen sind. Ich habe mich eben im Wald verirrt.
weil ich etwas für meine Mami suchen und dann habe ich die Höhle gefunden und dann bin ich dort eingeschlafen und als ich verwacht bin, ist ein Uhu aufgetaucht und dann ist die ganze Nacht bin ich durch den Wald gelaufen. Der Wels erzählt den Kindern, die schon wach sind, die ganze Story, währenddem sich die Wildschweine hinter dem Haus am Kompost bedienen. Von all dem weiss der Suchtrupp im Wald nichts. Sie suchen immer noch jeden Baum und jeden Fels ab, geführt vom Igor, der mit seiner kleinen Stupsnase der Fährte vom Wels folgt. Irgendwie schmeckt sie komisch. Was meinst du, Igor? Wie komisch? Ich schmecke noch ganz genau den Wels. Aber seit ein paar Minuten ist noch irgendein anderer Duft dazugekommen, den ich nicht kenne. Ich glaube, es ist auch ein Tier. Hier im Wald leben halt ganz verschiedene Tiere. Das könnte vieles sein. Wir suchen weiter. Jetzt sind wir dann gleich zurück in unserem Lagerhaus. Meint ihr, der Wels hat selber den Weg zurückgefunden? Möglich wär's. Unser kleiner Wels ist ja schliesslich nicht auf den Kopf gefallen. Vielleicht hat er es ganz ohne unsere Hilfe geschafft. Jetzt sehe ich schon das Dach vom Lagerhaus durch die Bäume. Dort stehen ja schon alle Kinder vor dem Haus draussen. Es sieht aus, als hätten sie es Keiben lustig. Ja, und jetzt schaut mal, wer dort steht. Ist das der... Hoi zusammen! Woher kommen denn jetzt hier alle? Endlich sind unsere 5 Gespendli wieder vereint. Sie umarmen sich und jubeln alle zusammen vor lauter Erleichterung. Natürlich sind alle ganz gespannt darauf, was der Wels alles für Abenteuer erlebt hat. Und umgekehrt will der Wels auch wissen, was bei seinen Freunden los war, als er weg war. Zur Feier des Tages hat Frau Schnurrenberger und der Geri ein wahrliches Festmahl zum Morgen gezaubert. Alle Kinder greifen genüsslich zu. So eine Nacht im Wald macht schliesslich ordentlich Hunger. So, ich hoffe, es schmeckt euch allen. Zu diesem feierlichen Anlass habe ich euch ein feines Müsli und einen frischen Zopf gemacht. Den habe ich eigentlich für den letzten Morgen im Lager gespart. Aber die Wiederkehr von unserem Wels soll richtig gefeiert werden. Und dir, Igor, gebührt ein grosses Dankeschön. Das verdient einen grossen Applaus. Was meinen die Kinder? So fein! Ich liebe Zopf. Du auch, Wels? Ach, Wels. Lasst ihn schlafen, Kinder. Nach dieser Nacht hat er sich ein bisschen Ruhe verdient. So kennen wir unseren Wels. Es ist schön zu sehen, wie fröhlich alle Kinder und Erwachsene zusammen essen und schwätzen. Sogar der Igor ist jetzt wie ausgewechselt. Er hat ein breites Grinsen im Gesicht und von allen Seiten kommt er Kompliment für seine Hilfe über. Sein Heimweh ist wie weggeblasen. Nachdem sich alle von dieser Nacht erholt haben, geht das Lager ganz nach Plan weiter. Die Kinder spielen Spiele, lernen viele spannende Sachen über die einheimischen Tiere und Pflanzen und einmal gibt es sogar noch einen Kinoabend mit Popcorn und allem. Am letzten Tag sind die Kinder ein bisschen traurig, dass jetzt schon das ganze Lager durch ist. Aber der eine oder die andere freut sich auch schon wieder aufs Zuhause. So, alle aufstehen. Jetzt kommt unsere Haltestelle. Schaut nur mal zurück. Habt ihr alles dabei? Schaut, alle Eltern stehen schon bereit. Oh ja, du. Dort. Ich sehe meinen Papi. Papi, hallo!
Wo die Kinder am Bahnhof aussteigen, sind alle Eltern ganz stolz und erleichtert, ihre Kinder wieder zu sehen. Wo man auch anschaut, sieht man Familien, die sich umarmen und küssen. Sogar die ein oder andere Träne fließt in dem schönen Moment. Wels, oh mein lieber kleiner Wels. Frau Schnurrenberger hat mir am Telefon schon alles erzählt. Geht's dir gut? Hast du dir weh getan? Oh, du hast sicher Angst gehabt, so hilflos und allein im Wald. Ja, also am Anfang hatte ich schon ein bisschen Angst gehabt. Aber mit der Hilfe der Waldtiere habe ich es nachher ganz selber zurückgeschafft. Ich bin schliesslich schon ein Grosser. Das bist du, mein Wels. Ein richtiger, grosser Held bist du. Und schau mal, Mami, was ich dir aus dem Wald mitgebracht habe. Extra für dich. Igor, hallo mein Lieber. Wie geht's? Hast du gut gefolgt? Kein Quatsch gemacht? Nein. Sicher, Igor? Erzählst mir kein Seich, gell? Nein, Frau Igel. Ihr Sohn hat uns geholfen, seinen verlorenen Mitschüler zu finden. Er hat sich in dem Lager von seiner besten Seite gezeigt. Mein Igor, ich bin so stolz auf dich. Schau da, die Höseler sind zurück aus dem Wald. Und? Habt ihr noch Nasentüchli im Sack? Oder habt ihr etwa schon alle durchgebrüllt vor lauter Heimweh? Wir wollen heim zu Bobby! Hoi, Töff. Der Vogelmann, was willst du jetzt? Bist du dir sicher, dass du jetzt so Sprüche machen willst? Ja, was soll das jetzt wieder heissen? Du bist doch damals vor 20 Jahren mit mir im Lager gsi. Weisst nicht mehr? Mit dem Herr Lehrer Koller im Wiesenweidli. Damals hast du doch 3 Tage lang durchgebrüllt und nach deinem Papi gerufen. Ein paar in der Klasse haben dir doch Hülihauser gesagt. Was? Also, jetzt erzähl doch nicht so etwas. Also, von dem weiss ich gar nichts. Bitte, nicht raus. Also an das Lager werden sich unsere 5 Freunde sicher noch lange erinnern. Und vor allem der Wels. Er hat in dem gefürchigen und dunklen Wald vor allem eins gelernt. Solange er an sich selber glaubt, findet er immer seinen Weg. Und nicht nur das, das kleine Wildschwein Wendelin hat in ihm sogar ein grosses Vorbild gefunden. Weiss, Mami, wenn ich einmal gross bin, dann will ich genauso tapfer sein wie der Wels. Ah, das wirst du, liebe Wendelin. Da bin ich mir ganz sicher.